Das Auto hier ist jetzt das einzige, was mir noch bleibt, womit ich durch die Gegend fahren kann. So Leute, jetzt im Go-Kart ab zum Strip. Ich muss erstmal die Garage zumachen, aber vom Telefon aus. Ja, das Auto ist original wie ein Go-Kart. Zwei. Ist egal, in welchem Wagen wir zum Strip fahren, Leute. Hauptsache ist immer gute Laune. Denn je besser man drauf ist, desto besser läuft man an den Tischen. Klingt vielleicht komisch, ist aber so. Einfach hinsetzen, gute Zeit haben, mit den Leuten quatschen. Ja, Alkohol trinke ich ja nicht mehr, außerdem ist es viel zu früh, aber früher dann halt auch Alkohol mit den Leuten getrunken, immer Spaß haben und so weiter. So macht das einem selbst viel mehr Spaß und ja. Habe ich das Auto überhaupt gemacht? Let's go, Leute. Wir haben heute Dienstag, 12 Uhr, ab zum Pokal. Kurze Pause. Wir sind knapp $500 plus, aber mein Tisch ist richtig scheiße. Jetzt sind eigentlich nur gute Spieler am Tisch. 2 5-10 Grinder. Heute läuft kein 5-10 Tisch, also setzen die 5-10 Grinder sich meist an 2-5. Und das 2-5 Game spielt sich auch eigentlich wie ein 5-10 Spiel. Wird sowieso oft gestraddelt. Von daher, und da ist immer genug Kohle am Tisch, da man sich mit 1500 einkaufen kann. Von daher spielen die dann lieber gerne einfach hier im Aria 2.5. Ja, ich habe mal geguckt, ob ich irgendwie mal zum Venetian fahren kann oder so, um da mal eine Runde 2.5 zu spielen, aber es läuft kein Game. Also mitten in der Woche geht da meist nichts. Wenn dann im Win jetzt oder halt später. Also je später es wird, desto mehr Tische laufen. Leute, so langsam mega kalt hier in Vegas. Da ist nichts mehr mit Jogginghose und kurze Hose und so weiter. Ab jetzt muss man Winterjacke rausholen. Session mit einem Plus von $339 beendet. Nach der Pause nochmal kurz über $600 plus sogar. Und jetzt 2 Hände, bevor ich Feierabend machen wollte. Ich habe noch bis zum Big Blind spielen wollen. Habe ich 2 Hände hintereinander verloren leider. Habe ich einmal mit King Queen Suited geopen raced und dann Flush Draw gefloppt. Mein Gegner bettet vorne rein, also der donkt aus dem Big Blind, glaube ich, war der. Er donkt Flop und Turn und River kommt sogar noch mein König. Also ich habe Flush Draw gefloppt, Turn verpasst und River treffe ich meinen König. Und er bettet jetzt $250 nochmal um River, aber mein König ist da niemals gut. Und ja, ich habe auch ein bisschen getankt und so weiter, ein bisschen Hollywood, hoffentlich gehofft, dass er dann auch zeigt, weil ich mega interessiert, also mich halt interessiert, was er da hat. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich meine Karte hingetan habe. Er hat auf jeden Fall Pocket Deuces gehabt in der Hand und ein Set gefloppt. Und ja, günstig davon gekommen. Wenn er nicht gedonkt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich viel größer gebettet. Flop und Turn und River wäre ich wahrscheinlich nochmal vor Value gegangen, weil ich davon ausgehe, dass mein König gut ist. Wieso ich jetzt die Garagen-Steps übersprungen habe, ist, dass ich einen Kumpel von mir getroffen habe, der Bijan. Den habe ich hier 2016 kennengelernt, im Planet Hollywood damals, und seitdem sind wir Freunde. Und ja, wir haben ein bisschen gequatscht. Und der hat keine Goldcard, also muss er eigentlich für Parking bezahlen. Und ich habe eine zweite Goldcard von mir ihm damals gegeben, aber damit konnte er nicht rein, weil ich hier schon war. Und ja, jetzt bin ich rausgefahren. Ich glaube, die erste Stunde oder so ist Parken sowieso for free, also
ist er jetzt direkt wieder rausgefahren, damit er dann mit meiner Karte wieder reinfahren kann. Also ja, sobald ich raus kann, kann er mit meiner rein und jetzt spielt er mit meiner Karte und ja, ihr wisst schon, was ich meine. So Leute, wieder nichts Spektakuläres passiert heute. Keine besonderen All-Ins oder so. War ein ganz normaler Grind. Gegen gute Spieler heute auch noch. Aber war ein ganz angenehme Session, muss ich sagen. Also ich habe es ja eigentlich lieber, wenn ich gegen gute Spieler spiele. Nummer 1 lernt man da immer am meisten. Und Nummer 2 ist fast weniger Varianz. Don't touch it, it's cold. Nur noch ein paar Tage bis Halloween, Leute. Und am 1. November haben die Kids Geburtstag und es ist mittlerweile richtig kalt. Leute, hier passiert nicht mehr viel. Ich werde jetzt nochmal mein Steak verputzen und dann Vlog schneiden, wie immer. Und bevor ich meinen Vlog aber beende, Leute, nochmal für die es verpasst hatten, geht zurück zum letzten Video und kommentiert so viel ihr könnt. Denn wir haben wieder ein German Poker Tours Gewinnspiel für euch. Im letzten Vlog. Nicht verpassen.